Gemütlich kann er. Schön, dass du siehst. Ist die Frau ganz gespannt, ob als nächste Geschichte. Das ist die Märchen. Und ich schon neben abgebracht, die mir helfen zu erzählen. Vielleicht könnt ihr schon raten, welche Märchen nicht so schwer handeln. Ne? Noch nicht? Dann noch einen kleinen Tipp. An den Märchen ist auch kurz. Lo aber, oder? Ne? Genau. Ich erzähle nicht Geschichte vom Rotkäppchen. Auf Deutsch ist das Rotkäppchen. Und auf Französisch wird le petit chaperon rouge genannt. Komisch, die Geschichte gibt so ziemlich auf ganz viele Länder. Das soll an Italien gehen. Aber das ist das Schöne an den Märchen. Jeder hat ein bisschen so seine eigene Version. Und ich habe mir auch eingeschrieben. Dabei habe ich mich erst an die Version, die in Deutschland bekannt ist, gehalten. Und zwar, das war ja die von den Gebrüder Grimm abgeschrieben ist. Einmal aufhängen, will ich aber noch etwas erzählen über den Wolf. Weil die meisten Leute fährten den Wolf. Du auch? Mhm. Ich auch. Und dafür habe ich mal gedacht, dass ich mehr über den Wolf weiß, als ich vielleicht Mama muss fährten. Also, ein paar Fakten über den Wolf. Der Wolf kann bis zu 60 km/h laufen. Hui, das ist sehr. Das ist mehr sehr, wie wir mit dem Auto durch ein Dorf verfahren. Und dann, es 3 bis 4 Kilo Fleisch den Tag. So viel Thüringer kann ich nicht bei ihnen essen. Das ist viel mehr wie 2 oder 3. Er kann überall wohnen, am Busch oder an der Wiese. Aber Hauptsache, er geht an Ruhe gelust. Da, wo er wohnt, weil hier sind Ruhe. Dann habe ich schon herausgefunden, dass der Wolf kann bis zu 16 Jahre alt gehen, wenn er draußen in der freien Natur lebt. Wenn er an einem Zoo ist oder so sich in einem Gehege, wo die Menschen helfen, dann kann er bis zu 20 Jahre leben. Wir Menschen wirklich viel mehr als gedacht. Ne? Genau. Das Allerwichtigste, was ich aber ganz von tun, das ist, dass der Wolf ein geschütztes Tier ist. Das heißt, dass wir die Aufgabe haben, für auf den Wolf aufzupassen. Und so leben zu lassen, wie wir leben. An Freiheit, an der Ruhe. Wir dürfen ihn nicht erschießen. Just weil wir fährten, dürfen wir ihn nicht tot machen. Nee. Das geht nicht. Das war nämlich eine Zeit, für ein bisschen mehr wie 100 Jahre. Da war der Wolf nämlich bald ausgestorben. Ein näheren zweiter Brief war noch ihn zu fangen. Die letzten, als in Deutschland am Jahr 1904 geschossen ging. Da war mein Bumimun noch nicht auf der Welt, so lange ist das hier. Und die letzten 30 Jahre sind immer mehr Wölfe zurück in Europa gekommen. Das ist eine gute Sache. Auch wenn wir Menschen den Wolf fährten. Es gibt viele Sachen, die man fährten. Wir müssen einfach durch den Rins gehen. Und dann aber die schöne Sache. Und zwar als Geschichte. Also, seid ihr bereit? Was braucht ihr? Ein Kissen, Liesschlappen, ein Schuhmengen, der braucht eine Schmusedecke oder Kuschelstrümpfe, vielleicht noch ein Mann oder ein Papa oder die große Schwester oder der große Bruder. Und da brauche ich ein Buch. Genau. Noch hatte ich es bald vergessen. Wir müssen uns Ohren spitzen. Ich fange an die Lupe, der andere fange an die Lupe, und dann wird gespitzt. Geschichte vom Rotkäppchen. Vor vielen Jahren also demmal ein ganz grosser Busch ging. An dem Busch stungen große Eschen, Büsche, Birken und Dannenbäume. Sie stungen so nah benein, dass die Sonnenstrahlen nicht bald nicht bis auf den Boden gepackt haben. Es war dafür ziemlich düster an dem Busch, und es haben noch ganz viele Tiere gewohnt. Auf der einen Seite vom Busch war ein kleines weißes Haus. Das Haus hat eine Brunnentür
an 2 Fensteren. Neben dem Haus war ein Gart an ein Bungert. Am Bungert war ein Äppelbaum, an dem Baum hingen ganz viel lecker rot Äppel. An diesem Haus wird ein kleines Mädchen gewohnt mit seiner Mama. Mädchen als Rotkäppchen genannt ging, weil hat immer seine rot Kapuschon hat, die hat von seiner Bumi geschenkt gekriegt hat er so gern. Die lecker rot Äppel vom Baum hat auch ganz gern. Bumi, sie hat auf der anderen Seite vom Busch gewohnt. Sie hat auch an einem kleinen weißen Haus mit einer braunen Tier an 2 Fenstern gewohnt. Bumi war alt, hat nicht mehr gut hören und war nicht ganz fit. Aber sie war aber noch munter, aber immer froh für Besuch zu kriegen. Eines Tages so dem Rotkäppchen seine Mama: Rotkäppchen, den Bumi ist krank. Bring ihm, wann ich klickte, vor der rote Äppel. Dat mischt hier bestimmt ein Fried. Me lausch da, du weißt jo, du darfst nicht vom Wehrhof gehen. Der bist ja schrecklich leichter. Du hört ihn dich sicher verlaufen. Aber vergiss nicht, gute Morgen zu sagen, wenn du bei Bumi kannst. Ja, Mama, ich bleibe nun weh. Anders und der Bumi auch gute Morgen, hat Rotkäppchen versprach. An ist nicht all Äppel noch weh, hat seine Mama ihm nur gerufen. Rotkäppchen ist weh durch den Busch getrippelt. Für sich Zeit zu vertreiben, hat Rotkäppchen geguckt, ob kein Hosen langs den Weg gegen hoppeln oder kein Wehschützer gegen Bäume abklammen. Ob Bäume sind der aus dem Busch auf den Weg gesprungen kommen. Oh, du hast mich nur aber richtig erfeiert, so Rotkäppchen zum Deer. Wie warst du dann, wenn ich so froh in du? Mit hat höflich gefroht, und noch ein bisschen vorwärts sich. Ich bin der Wolf. Kennst du mich nicht? Hat der Wolf erstaunt gefragt. Nee, es freut mich, dich kennenzulernen. Es sind Rotkäppchen. Und hat mit ihm Tank ging. Der Wolf hat Rotkäppchen geguckt und gefragt: Was? Bist du dann allein mit deinem Kuh am Busch, Rotkäppchen? Oh mein Gott, ich bringe meiner Bumi lecker Äppel, weil sie ist krank. Sie ist alt und gut nicht mehr fit, hat Rotkäppchen geantwortet. Der Wolf hat auf einmal dicken Hunger aus seinem Bauch gespürt. Das hört sich gut an, durchtieren. So eine Alditi lebt mir nicht fort. Lo muss ich just gucken, dass ich für Rotkäppchen bei der Bumi hier am Haus bin. Der Wolf hat ganz fest überlutscht. Du sollst hin zum Rotkäppchen. Wo wohnt den Bumi dann? Oh, just nach 15 Minuten den Weg heim. Du hast hier Haus. Ah, nur das ist doch gut nicht weit. Da bist du ja sehr da, hat der Wolf gemeint. Willst du ihr dann ein Bouquet Blumen mitholen? Sie gibt sich bestimmt verlieren. Du musst auch gar nicht weit zurücktrippeln. Da findest du eine kleine Lichtung mit ganz vielen schönen Zuchten Blumen linker Hand vom Weg. Ich muss aber leider fort. Sonst gebe ich dann natürlich den Weg weise bei der Lichtung. Die Rotkäppchen. Und der Wolf ist der Weg so sehr wie konnte aufgelaufen bei der Bumi ihr Haus. Rotkäppchen ist der Weg aufgetrippelt bei den Blumen. Wer hat die Lichtung links vom Weg entdeckt hat, was hat vom Weg aufgegangen und hat die wunderschöne Bouquet für die Bumi gepflegt. Aber weil er ein bisschen Hunger hat, hat sich gesagt, wie die leckeren Äpfel zielt sind. Bumi ist bestimmt nicht böse mit mir, wenn ich nicht mehr von den Äpfeln essen, hat sich geduscht. Der Wolf, der war in der Zwischenzeit bei der Bumi hier im Hause gekommen. Er hat sich umgeguckt, für sicher zu gehen, dass der Gier hier nicht gesehen hat. Er hat unter dir geklappt. Wie das ist? Hat Bumi mit einer zittrischer Stimme gerufen. Ich bin nicht Rotkäppchen, hat der Wolf geantwortet. Komm bis ran, so Bumi. Los hat der Wolf dir abgemacht und nun hat es keine Minute mehr gedauert und der Wolf hat Bumi auf den Boden gezogen. Brr, brr, Kleiner, hat der Wolf gegrummelt. Der hat noch nie gut geschmeckt.
Jen huet der Bumi de Pyjama an ihr Bettkap ausgedoen an op Zeit gelöscht. Jen huet seg Maul ganz groß opgerappt an huet gierig Bumi an engem Steg aufgeschleckt. Nee, ich hatte so einen Hunger, schon mal nicht geknackt. Und der Wolf sich geirrt, wie er fertig war. Lo werde ich nicht gut verdauen. Dem Wolf sein Mund hat sehr angefangen zu grummeln. Schon noch Platz in meinem Bauch für das Kleid, so Tien. Me, wie fangen ich das dann? Hat ganz fest überlegt. Auf einmal hat eine Idee. Jen huet séier der Bumi hire Pyjama ugedoen an ass an hiet Bett geklommen an huet nach hi Bettkap opgedoen an se steet déif an Gesicht gezun. Lo mannech da war richtig, huet der Wolf sech versprach. Ech ho jo net fir neige so spatz zerren. Kurz drop ass der Rotkäppche bei der Bumi ukom mat segem Kuer voller Äppel a segem Bouquet Blumen. Hat huet sech gewundert, der Bumi hiet Dir war op. Das stimmt nicht, durch Rotkäppchen hat das vielseitige gegangen. Gute Morgen, wird hat gerufen. Die erinnert dich, Mama hatte du sich Manieren erinnert. Bumi hat aber nicht geantwortet. Komisch, durch Rotkäppchen sind das so gut Manieren. Und Luisas hat bei der Bumi ins Bett gegangen. Ado los, Bumi. Ihr Ahn war ganz verstopft von der Bettkap. Bumi, was tust du aber so groß Ohren? Dass ich dich besser hören kann, mein Kamm. Bumi, was tust du aber so groß an? Dass ich dich besser gesehen kann. Bumi, aber was tust du aber so groß an? Dass ich dich besser packen kann. Bumi, was tust aber so ein großes Maul, dass ich dich besser riechen kann. Und der Wolle war abgesprungen und hat Rotkäppchen an einem Maul aufgeschleckt. So Tieren, denen sich den Mund aufgebotzt hat. Ich hatte ja gesagt, ich gebe das Käfer besser knallen. Nun ist es mit den Kleidern aufgeschleckt. Du kriege ich bestimmt den Bauern weh. Wolf hat sich zurück am Bett gelöst und er geschlafen. Der Geher war effektiv den der am Büschen weh. Und jenes kurz nach dem schrecklichen Unglück lernte der Bumi hier Haus gegangen. Der Geher war ein feiner Mann an den Durst. Er ging ich kurz nach bis bei Bumi gucken, ob sie nicht gesund war. Wie hier wie nur bei Fischtier kommst, wird ihn furchtbar schnarchen hören. Oh mei, hat der Geher gerufen. Du stimmt etwas nicht. So hart hat Bumi noch nie geschnarcht. Und ohne Kameli zu machen, als hier ran an das Haus gegangen. Du bist du ja, hat der Geher gedurcht, wie hier in der Wolle am Bett gesehen hat leien. Schon das schon lang Gesicht. Ihn hat sein Flint geholt, wollte Wolle was scheißen. Wie? Wo ist dann Bumi? Also ihm durch den Kopf gegangen. Bemol hat ihn ein ganz komisch Gefühl am Bauch. Oh nee. Der Geher hat Flint auf die Seite gelutscht und hat sein Messer aus der Tasche gezogen. Vorsichtig hat der Wolf auf den Boden gezogen und hat ihm den Bauch abgeschnitten. Aber wen hat du am Bauch gefunden? Genau. Bumi und Rotkäppchen. Sie waren immens froh, für den Geher zu sehen. Es war so dicht beim Wolf am Bauch, hat Rotkäppchen gesagt, wie hat aus dem Wolf seinen Bauch herausgeklommen ist. Merci, merci, hat Bumi außer Atem gekeimt. Der Geher und Rotkäppchen haben dem Wolf dick Stein an den Bauch getasselt und haben sich dann gut verstopft. Weil der Wolf wackrig ging, hat er so in Dusch, dass er bei der Pütz gegangen ist, für etwas zu trinken. Aber wenn es der Stein am Bauch
war jene so schwer, dass hier an de Pütz gefallen ist. An niemi konnte rauskommen. Weil die drei gesehen haben, dass die Wolf ihnen nicht mehr tun können, also es ihnen viel besser gegangen. Oh, du hättest mal nur aber Chance, dass du kommen bist, Gea, sagt Bumi. Service? Hat der Gea geantwortet. Rotkäppchen, was hast du mir dann an einem Kurven mitgebracht? Hat Bumi gefragt. Man, die lecker Apfel, die du so gern hast, Bumi. Da bring sie wohl hin. Wir könnten ein kleines Stärken gebrauchen, sagt Bumi. Oh, Bumi, du bist mir ja nicht böse. Ich habe ihn schon negiert, hat Rotkäppchen der Bumi gesagt. Ach, egal was man kann, dir kann ich doch nie böse sein. Und außerdem, ich weiß, dass du die Rotäpfel gern hast. Alle so gerne wie den Rotkäppchen. Der Gea, Rotkäppchen und Bumi haben noch lang zusammen gefeiert den Abend. Und Rotkäppchen hat den Tag noch eine Chance. Hat noch ein paar Hosen und Kaffeeschlitzer am Gerd gesehen. Hui, so hat Bumi und Rotkäppchen aber Chance, dass die Gea da lang kommen ist. Ui. Das war aber eine aufregende Geschichte. Ich hoffe, du hast nicht so viel gefährt. Ich brauche einen Schluck Tee. Lo geht es mal besser. Wenn du nicht so viel gefährt wird, dann will dich noch ein bisschen mit dem Wolf beschäftigen. Dann habe ich einen Propos. Geht mal auf das Internet sichern, ob da könnt hören, wie der Wolf haut. So nennen die das von den Blären. Haulen. Und die kann so stark haulen, dass er das von ganz weit weg hört. Bestimmt zwar noch kein Wolf hören haulen. Aber die Leute haben das schon abgeholt, auf einem Apparat für das wir das können lauschen. Lauscht er diesen Volumen, und wenn er rausfällt, von wie weit er den das hört, dann könnt ihr mir das schicken. Was ist das eine Idee? Naja. Dann bleibt mir sonst nichts zu suchen wie Adi. Ein Rotkäppchen, da sind wir fertig. Adi alle gut, aber ist geschwind. See you later, Alligator.